Mach dir's ganz bequem. Nimm jetzt nochmal einen tiefen Atemzug und beim Ausschnaufen lass alles los. Und lass den Atem dann frei und leicht fließen. Lass dir Zeit, ein paar Atemzüge lang einfach die Atem zu beobachten. Der Atem fließt ganz von selber. Es schnauft von selber. Und während du deine Atmung wahrnimmst, entspannst du dich mit jedem Atemzug mehr und mehr. Und gang jetzt mit deiner Aufmerksamkeit mal zu deinen Füßen. Nimm wahr, wie sich deine Füße anfühlen. Vielleicht breitet sich ein Gefühl von Schwere und Wärme aus. Vielleicht spürst du ein Kribbeln, während sich deine Füße mehr und mehr entspannen. Und lass die Entspannung jetzt auch in deine Unterschenkel fließen. Jeder Muskel in deinen Unterschenkeln kann loslassen. Nimm den Raum wahr in deinen Unterschenkeln. Und wie auch der sich füllt mit dem angenehmen Gefühl von Entspannung. Und lass weiter fließen über die Knie in deine Oberschenkel. Auch deine Oberschenkel füllen sich immer mehr mit dem angenehmen Gefühl, während sich alle Muskeln entspannen. Loslassen. Deine Beine sind jetzt ganz entspannt und das Gefühl kann in dein Becken fließen. Auch dein Becken füllt sich mit einer sanften Wärme. Während du es einfach geniessen, beobachten, wie die Entspannung weiterfließt, in deinen Bauch, und in die Rücken. Lass jetzt auch in deinem Rücken alles los, dass sich jeder Muskel entspannen kann in deinem Rücken, kann loslassen. Deine Schultern können hängen. Lass deine Schultern los. Die Nacken. Die Hals. Das angenehme Gefühl von Schwere, das sich meistens am Anfang von so einer Entspannung ausbreitet, darf sich auch mehr und mehr in ein Gefühl von Leichtigkeit verwandeln. Vielleicht genießt es einfach zu beobachten, wahrzunehmen, wie sich dein Körper irgendwie anders anfühlt in dieser tiefen Entspannung.
spürst deine Arme, deine Hände und wie ein Gefühl von Wärme und Entspannung bis in deine Fingerspitzen fließt. Entspann jetzt auch deine Kopfhaut, deine Schläfen, deine Wangen, auch deine Kiefermuskulatur, so dass der Unterkiefer hängen kann und deine Zunge nur leicht den Gaumen berührt. Die Atem fließt ruhig und frei. Die Atem fließt ruhig, während du die Ruhe geniessen kannst und sich ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit immer mehr ausbreitet. In der Ruhe liegt Kraft, deine innere Kraft. Dein Unterbewusstsein ist jetzt offen für alles, was förderlich ist. Du bist an dem Ort angelangt von deiner inneren Quelle. An dem Ort, wo es möglich ist, störende Muster zu verändern. Und alles, was ich sage, was deinem Ziel entspricht und wichtig ist für dich, verankert sich in deinem Unterbewusstsein. Alles, wo du immer wieder deine Aufmerksamkeit lenkst, wird stärker. Darum wird dir bewusst, was du willst im Leben. Wie möchtest du sein? Wie möchtest du dich fühlen? Und was willst du denn machen? Was ist dir wichtig? Selbstbewusst unterwegs sein und viel ein bisschen leichter nehmen. Vertrauen haben in dich, in deine Fähigkeit und in die Zukunft. Mit mehr Freude und Energie durchs Leben gehen und zufrieden sein mit dir. Dein Unterbewusstsein weiss jetzt, was dir wichtig ist, was du willst und unterstützt dich in deinem Ziel. So wie auch du dich im Alltag kannst unterstützen. Wenn hinderliche Gedanken auftauchen, sagst du Stopp. Dabei atmest du ruhig und tief ein, machst dich dabei gross. Und beim Ausschnaufen lässt alles los und sagst innerlich einen Satz wie: Ich gebe mein Bestes und bin zufrieden mit mir. Schritt für Schritt komme ich weiter. Ich bin offen für Neues. Ich schaue jetzt zu mir und mache, was mir gut tut. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin und behandle mich immer mehr wie eine beste Freundin, wie ein Mensch, der mir wichtig ist. Und sage jetzt innerlich den Satz oder die 2 Sätze, die im Moment am besten zu deinem Ziel passen. Es ist Übungssache und geht mit der Zeit immer leichter. Darum lohnt es sich, dran zu bleiben.
Du bist gut, so wie du bist. Du schaust jetzt liebevoll zu dir und machst, was dir gut tut. Es fällt dir immer leichter, deine Aufmerksamkeit auf alles Gute zu lenken und dir zu sagen, ich habe alles Gute verdient und ziehe es jetzt an. Oder ich darf auch mal Nein sagen. Die meisten Leute sind viel zu streng mit sich selber. Strenger als mit anderen Leuten meistens. Sie beschimpfen sich und hören dem inneren Kritiker zu, der immer etwas zu nörgeln hat und sie verurteilt. Damit sabotieren wir uns selber. Und es ist Zeit, die Stimme jetzt zu stoppen und Gedanken zu pflegen, die dich weiterbringen. Und es ist wichtig und richtig, mit sich selber so umzugehen, wie mit einer besten Freundin. Eine Freundin, wo man sich darauf verlassen kann, dass sie für einen da ist. Eine Freundin, die ihn annimmt, genauso wie man ist. Eine Freundin, die ihn tröstet, einen motiviert, einmal mal etwas verzeiht, wenn es nicht so gelaufen ist, wie man wollte, und einem Mut macht für das nächste Mal. Eine Person, die uns unsere Stärken aufzeigt und einem lobt. Ein Mensch, wo man immer wieder seine volle Aufmerksamkeit schenkt und ihm Zeit gönnt, zur Ruhe zu kommen. So wie jetzt. Eine Person, die ihm wünscht, dass man glücklich ist. Alles, was wir immer wieder abrufen in unserem Hirn, verstärkt sich. Erinnerungen, Bilder, Gefühle. Darum nimm dir jetzt die Zeit, einen Ort aufzusuchen, was dir so richtig wohl ist. Es kann ein Ort sein oder eine Situation, die du kennst, zur Vergangenheit, oder ein Fantasieort, wo du ganz nach deinen Wünschen und Bedürfnissen kannst gestalten und ausschmücken. Lass dir Zeit, diesen Ort zu finden oder zu kreieren. Was siehst du denn an diesem Ort, an diesem sicheren Ort? Was hörst du? Vielleicht kannst du dich an einen Duft erinnern, der zu diesem Ort gehört, oder dir einen vorstellen, der passt. Vielleicht musst du etwas essen oder trinken. Wie fühlst du dich an diesem Ort vor Geborgenheit? Lass dir Zeit, noch mal ganz dort zu sein, dass das Gefühl noch stärker werden kann. Und du kannst jederzeit dorthin zurückkehren, wieder Zugang haben zu diesen Gefühlen von diesem sicheren Ort. Zu dem Ort, der immer da ist, in dir drin. Jetzt nimm das Gefühl mit in die Zukunft. Und geh in Gedanken an einen Ort in die Zukunft, wo du dein Ziel erreicht hast. Stell dir vor, wie gut sich das anfühlt, wenn du mit mehr Selbstbewusstsein durch die Straße gehst. Mit diesem freien Gefühl in der Brust. Wie fühlt sich das an, anderen auf Augenhöhe zu begegnen? Du musst niemandem etwas beweisen.
Du bist gut so, wie du bist. Egal wo, du gehst die Weg. Ruhig und sicher. Frei und leicht. Stell dir die Erleichterung vor. Wie fühlt sich Freude an? Wie bewegt sich jemand, der zufrieden ist mit sich selber und offen durchs Leben geht? Wie fühlt sich Freude an und Vertrauen? Wie fühlt es sich an, aufrecht zu gehen, die Schulter ein bisschen zurück, der Blick nach vorne, die Schultern entspannt, nach hinten, ein bisschen runter. Entspannt und zuversichtlich gehst du den Weg. Öffne dein Herz und spür es. Erlaub dir zu lächeln, während das Gefühl geniessest. So können unterwegs sein. Du pflegst einen respektvollen und liebevollen Umgang mit dir und hast damit auch immer mehr Menschen und Situationen angezogen, die dir gut tun. Du hast alles Gute verdient und kannst es jetzt auch annehmen. Wir begegnen dir mit Wertschätzung. Und egal wo du bist oder was du machst, alles fühlt sich ein bisschen leichter an, weil du die Energie bei dir behaltest. Du freust dich an kleinen Sachen, geniessest schöne Momente und bleibst in herausfordernden Situationen ruhig, weil du darauf vertraust. Du schaffst das. Du hast gelernt, Stopp zu sagen, wenn hinderliche Gedanken auftauchen. Und es fällt dir immer leichter, deine Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was dich weiterbringt. Es ist in deiner Hand. Erlaub dir mit Überzeugung zu sagen, ich wähle ab sofort zu vertrauen und glücklich zu sein. Immer mehr merkst du, wie sich Sachen zum Positiven verändern. Schritt für Schritt kommst du weiter auf deinem Weg. Es fällt dir immer leichter, Grenzen zu setzen, wenn dir etwas zu viel wird. Und wenn ein vertrautes, ungutes Gefühl in dir aufsteigt oder hinderliche Gedanken, erkennst du es immer schneller. Sagst innerlich mit der Zeit automatisch Stopp. Und dann den Satz, der dich wieder mit deinem Ziel verbindet. Dabei schnaufst du ruhig und tief ein, machst dich damit gross. Du atmest Selbstbewusstsein ein. Und während du ruhig und bewusst ausschnaufst, spürst du den Boden unter deinen Füßen und die Sicherheit. Du atmest Selbstbewusstsein ein und beim Ausschnaufen spürst du das Gefühl von Sicherheit. Einschnaufen, Selbstbewusstsein. Ausschnaufen, Sicherheit. Einschnaufen, Selbstbewusstsein.
Ausschnaufen, Sicherheit. Du bist auf dem richtigen Weg. Und du kannst auch mal Nein sagen. Du lässt dir genauso viel Zeit wie nötig, für zu sagen, was du zu sagen hast. Man darf auch mal Nein sagen oder sich Zeit lassen, zu spüren, was man möchte. Und nachher entscheiden. Oft erwarten Kinder, Partner, Freunde oder Bekannte sofort eine Antwort auf eine Frage oder eine Bitte. Und wenn du dabei spürst, dass du dich unwohl oder bedrängt fühlst, dann schnuff zweimal ruhig und tief ein und wieder aus. Und vielleicht reicht schon der Moment von Ruhe, dass du ein überzeugtes Ja oder Nein oder einfach deine Meinung kannst äußern. Und du stehst dazu. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, was du wirklich willst, kannst du es auch jederzeit so benennen. Indem du sagst, ich kann mich im Moment noch nicht entscheiden. Überlegen wir es und sagen dir es, sobald ich mich entschieden habe. Alles ist Übungssache und wird immer leichter. Deine Bedürfnisse äußern, ruhig und klar. Im Vertrauen, dass sie akzeptiert werden. Du hast alles, was es braucht in dir und weisst jetzt, dass du deine Gedanken immer leichter wieder auf dein Ziel lenken kannst. Du bist jetzt offen für alles Gute und ziehst es damit an. Und du kannst dich auch in jeder Situation fragen, was würde jemand machen, der sich selber liebt? Was würde jemand machen mit Selbstbewusstsein? Das Vorstellen. Warten, bis das Gefühl kommt und dann noch handeln. Es ist deine Zeit, die du jetzt nutzen kannst. Du bist bereit, Neues auszuprobieren. Jede neue Erfahrung bringt dich weiter. Darum nimmst du Herausforderungen immer leichter an. Gibst dein Bestes und bist zufrieden mit dir. Egal, was ist gelaufen. Du kannst vor allem stolz sein, etwas gewagt zu haben. Du kannst deine Gedanken und damit auch deine Gefühle umprogrammieren, indem du das automatische Programm erkennst, stoppst und dir deinem Ziel wieder bewusst wirst. Du hörst nicht mehr länger auf den Kritiker, auf den Inner, der dich sabotiert, sondern sagst dir immer wieder Sachen, die deinem Ziel entsprechen. Damit verankern sich in deinem Unterbewusstsein immer mehr die als deine neue Wahrheit. Und du erschaffst dir damit eine neue Zukunft in Fülle. Eine neue, schöne, leichte Zukunft. Und es fällt dir immer leichter, dir immer wieder Sachen zu sagen. Wie eine gute Freundin. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich schaue jetzt zu mir und mache, was mir gut tut.
Ruhig und sicher mache ich eins nach dem anderen und vertraue. Ruhig und klar setze ich Grenzen. Ich kann und darf auch mal Nein sagen. Ich bin frei und bereit, neue Wege zu gehen, die mich zu meinem Ziel führen. Ich mache eins nach dem anderen. Ich mache, was ich kann, und das ist gut. Ich werde unterstützt und nehme Hilfe dankbar an. Ich pflege liebevolle Gedanken über mich und ziehe damit an, was mir gut tut. Ich begegne anderen auf Augenhöhe. Ich nehme Herausforderungen ruhig an und wachse an den gemachten Erfahrungen. Ich entwickle mich ständig weiter. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was gut läuft. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf alles Schöne.